Ich freue mich mega, diese Predigtserie fortzuführen. Teil 2, Buch Exodus. 10 Wochen lang geht die Serie. Und ich muss dir sagen, eigentlich sind 10 Wochen überhaupt nicht genügend Zeit, weil dieses Buch ist so lange und reich an Inhalt. Und ich möchte dich ermutigen, vielleicht in diesen 10 Wochen mal die Bibel selbst hervorzunehmen, mit einer Small Group oder alleine, und mal dieses Buch zu lesen. Und ich verspreche dir, das wird dich herausfordern, inspirieren, Gott neu kennenzulernen. Heute aber reden wir über einen faszinierenden Moment. Ein kraftvoller Moment, die erste Begegnung zwischen Gott und Mose am brennenden Dornbusch. Eine unglaubliche Geschichte, in der Begegnung erlebt Mose erlebt in dieser Begegnung zum einen seine Berufung, das Volk Israel aus dem Land Ägypten zu führen, aber er lernt auch Gott kennen auf eine Art und Weise, die für ihn den Rest seines Lebens prägend sein wird. Also man könnte auch sagen, er erlebt nicht nur seine Berufung, sondern auch, wie er diese Berufung ausleben darf und kann. Gott stellt sich ihm dort vor als ein Gott, der sich ihm vorstellen wird. Ich werde nachher noch mehr dazu sagen, aber mir ist es wichtig zu betonen, egal wo du stehst in deiner Reise mit Gott, ob du vielleicht ganz am Anfang bist, ob du neugierig bist, ob du schon Jahrzehnte im Glauben bist, ich bin überzeugt, diese Begegnung, die Mose dort hat, kann für dich und mich eine Quelle sein, wie wir nicht nur Gott am Anfang kennenlernen, sondern auch in die Tiefe wachsen können im Glauben. Vielleicht bist du heute hier und du bist skeptisch gegenüber Gott. Vielleicht sagst du, ich zweifle und bin nicht mehr so unterwegs mit Gott. Und ich bete, egal wo dein Weg ist, wo deine Reise im Moment steht, dass du heute so einen Dornbusch-Moment erleben kannst, wie Mose ihn erlebt hat. Amen. Bevor wir das tun, bevor wir diese Geschichte genau anschauen, muss ich kurz einen Abriss geben, wie wir dort gelandet sind. Weil wir haben immer Leute hier, die kennen diese Geschichte noch nicht und es ist hilfreich, einmal den Kontext nochmal zu verstehen, wo sind wir überhaupt? Die Söhne, Nachkommen von Abraham, Isaac und Jakob, also wir reden vor Tausenden von Jahren, gingen nach Ägypten wegen einer Hungersnot. Dort vermehrten sie sich, wurden immer größer, bis dass sie dann so groß waren, dass der Pharao Angst bekam und sie als eine Bedrohung erachtete. Dann hat er gesagt, gut, wir versklaven die Israeliten, um sie klein zu halten. Aber die Israeliten vermehrten sich ständig. Das waren fruchtbare Menschen. Also die konnte man nicht klein halten. Und dann hatte der Pharao eine drastischere Maßnahme. Er befahl, dass alle Erstgeborenen des Volk Israels in den Nil geworfen werden. Also alle männliche Erstgeborenen werden in den Nil geworfen. Und so war das auch das Schicksal von diesem Mose. Der war 3 Monate alt, aber seine Mutter hatte eine Idee und flechtete ein Schilfschiffchen, ein Körbchen und legte Mose dort rein und setzte Mose im Nil aus, dort wo die Tochter des Pharao zu baden pflegte. Und ihr Plan ging auf, die Tochter des Pharao entdeckte Mose und nahm ihn auf zu sich und der wurde adoptiert und Mose wuchs eigentlich als Prinz des Pharao auf im ägyptischen Palast. Aber er war Hebräer, er war Israelit. 40 Jahre lang war das sein Leben. Im Reichtum, privilegiert, 40 Jahre lang. Aber dann geschah etwas, was sein Leben für immer veränderte. Er sah, wie sein Volk unterdrückt wurde, zur Fronarbeit gezwungen wurde. Und er sah, wie ein Ägypter einen Hebräer schlug. Und dann kam ein Gerechtigkeitssinn in ihm hoch. Und er sah, wie sein Landsmann geschlagen wird und Mose griff impulsiv ein und brachte diesen Ägypter um, ermordete ihn und verscharrte ihn in Sand. Und er dachte, niemand hat ihn gesehen, aber das kam aus
Pharao bekam Wind davon und hat ein Kopfgeld über Mose verhängt und Mose musste fliehen in die Wüste. Und das tat er. Er ließ den Palast, floh in die Wüste und traf dort 7 Frauen. Wie du das halt machst in der Wüste, oder? Er war an einem Brunnen und dort waren die 7 Töchter des Jethro. Die waren am Schöpfen, Wasser schöpfen. Und dann erlebte Mose, wie Hirten die Frauen vertrieben und der Gerechtigkeitssinn von Mose für Freiheit kam wieder in ihm hoch und er vertrieb die Hirten. Das führte dazu, dass die 7 Frauen Mose zu ihrem Vater brachten und er heiratete eine Frau davon, die Zippora, und bekam einen Sohn, den Gersom. So, was eine Karriere von Mose. Steil abwärts könnte man sagen, vom Prinzen im Palast zum Schafhirten in der Wüste, Asyl gefunden bei einem midianitischen Priester. 40 Jahre ist er dort in der Wüste. 40 Jahre im Palast, 40 Jahre in der Wüste und er war 80 Jahre alt, als er dann seine Berufung von Gott erfuhr. Du musst dir diese Relation einmal geben. Gibt es hier jemand, der 80 ist schon? Noch niemand. 80 Jahre. Mit 80 Jahren erfuhr Mose seine göttliche Berufung. Aber mir ist aufgefallen, schon bevor Gott ihm seine konkrete Berufung gegeben hat, das Volk Israel aus der Knechtschaft zu führen, hatte Mose bereits eine Leidenschaft für Gerechtigkeit. Er hatte bereits diesen Gerechtigkeitssinn und diese Wut, wenn es nicht fair war. Diese Leidenschaft für Gerechtigkeit war ihm bereits, noch bevor er von Gott berufen worden ist, von Gott gegeben. Das war eine göttliche Leidenschaft. Und ich rate, dass oft Menschen, die mich fragen, was ist meine Berufung? Wieso bin ich hier? Ich frage oft, ja, was sind deine Leidenschaften? Was macht dich wütend oder was gibt dir Energie? Was ist deine Leidenschaft? Weil ich glaube, Leidenschaft ist etwas, das von Gott gegeben worden ist. Und ich rate diesen Menschen dann, nutze diese Leidenschaft für Gott. Setze sie ein für Gott. Und vielleicht findest du sogar eine Frau auf dem Weg dorthin. Oder einen Mann. Das war jetzt ein pastoraler Tipp für alle Singles hier heute. Weil, schau, Leidenschaft macht attraktiv. Leidenschaft ist attraktiv und ich glaube von Gott gegeben. Setze sie für Gott ein. Und schau, wie er dich führt. Das ist der Hintergrund, vor dem wir uns jetzt bewegen, wo dieser brennende Dornbusch-Moment geschieht. 40 Jahre in der Wüste mit 80. Etwas Zweites, das mir aufgefallen ist. 40 Jahre ein normales Leben. 40 Jahre unspektakulär. Ein Schafhirte in der Wüste, eine Familie, ein Kind. 40 Jahre normal. Das hat zu mir gesprochen. Gott hat kein Zeitproblem. Weißt du, ich meine? Warum? Gott lässt sich 80 Jahre Zeit. Gott hat kein Zeitproblem. Wir haben ein Zeitproblem. Oft denken wir, oh, mein Leben ist so unspektakulär. Mache ich einen Unterschied? Sollte ich nicht mehr? Schau, Gott ist Mose nicht in seinem Aktivismus begegnet, sondern in seinem Alltag. Mitten im Nirgendwo, mitten in der Wüste. Ich frage mich, wie oft Mose bereut hat oder gedacht hat, er hat seine Berufung verspielt, als er diesen Ägypter erschlug. Sein Privileg, das Gott ihm geschenkt hat, verspielt. Das ermutigt mich, diese Geschichte. Gott hat kein Problem mit unseren Fehlern. Und wenn du heute hier bist und du denkst, du hast deine Berufung verspielt oder deine Leidenschaft vergraben für Gott, ich glaube, Gott hat kein Problem mit deinem Alter.
Ich sehe die alten Herren hier vorne sitzen. Sorry, das musste jetzt sein. Nein, Gott hat kein Problem mit deinem Alter. Wenn Gott Mose mit 80 beruft und brauchen kann, kann er auch dich brauchen, wenn du 60 bist oder 70 oder 40 oder wie auch immer dein Leben, wie langweilig du dein Leben auch empfindest oder unspektakulär. Gott begegnet Mose in diesem Moment. Amen. Ich möchte dich aber ermutigen, egal wo deine Reise ist mit Gott. Wie gesagt, vielleicht bist du am Anfang mit Gott oder hast schon Jahrzehnte Erfahrung mit Kirche, mit Glauben, mit der Bibel. Ich möchte dich ermutigen, dass du offen bleibst für so einen Dornbusch-Moment. Ich glaube, das ist ein Schlüssel. Im Dezember wurde ich 35 Jahre alt. Ja, 35. Ist das lustig oder was? Und ungefähr vor 18 Jahren hatte ich persönlich einen solchen Dornbusch-Moment. Ich hatte das Glück, dass ich relativ jung war. Und weißt du, wo dieser Dornbusch-Moment geschehen ist? Im Gundeli Casino in einem Gottesdienst vom ICF Basel. Und ich möchte euch jetzt kurz mitnehmen in diese Geschichte. Und mir ist es nicht sehr wohl, diese Geschichte zu erzählen. Ich erzähle die eigentlich nie. Weil ich nicht will, dass du denkst, dass ich spinne. Erstens. Und zweitens, weil die Erfahrung doch relativ spektakulär ist. Und ich möchte nicht, dass du denkst, nur weil ich nicht so eine Erfahrung gemacht habe, hat Gott mich nicht berufen. Gott hat jeden Menschen berufen, deswegen bin ich ein bisschen zurückhaltend oft in diese Geschichte. Aber ich möchte sie trotzdem erzählen, weil es gibt dir ein Verständnis, was möglich sein kann, wenn Gott sich entscheidet, dir zu begegnen in einem Dornbusch. Damals, ich war ungefähr 17 Jahre alt, war ich auf der Suche nach dem Sinn meines Lebens. Warum bin ich hier, Gott? Und ich war deswegen offen für viele Dinge und deswegen nicht ganz dicht. Deswegen, ich war an diesem Sonntagabend verkatert. Immer noch am Sonntagabend verkatert zu sein, ist eine Leistung. Weil ich am Samstag oder Freitag im Ausgang war, auf der Suche eigentlich schlussendlich nach meiner Bestimmung, warum bin ich hier? Und es war ein Gastredner eingeladen dort. Ich kann mich nicht mehr an die Predigt erinnern, keine Ahnung. Aber an diesen Moment werde ich mich den Rest meines Lebens erinnern können. In der Predigt hat er gestoppt. Und zwar so ein charismatischer Sonderprediger, der solche Dinge halt tut. Und hat gestoppt und hat gesagt, wir haben das Gefühl, dass Gott heute hier ist und Menschen beruft, die eine spezifische Berufung haben, das Evangelium zu predigen. Das haben alle Christen, aber er hat gesagt, heute sind Menschen hier, die berufen sind, von Jesus zu erzählen. Und ich saß da so da und ich war sowieso schon leicht befremdet, wie lebendig eine Kirche sein kann. Aber das hat mich dann irritiert und dann ging es aber weiter. Er hat gesagt, wenn dich das betrifft, dann wird jetzt die Spitze deiner Zunge einschlafen. Also ich weiß nicht mehr, ob irgendjemand dort war und sich erinnern kann. Es war schon lange her. Es fühlt sich an, als wäre die Spitze deiner Zunge eingeschlafen. Und ich saß da verkatert und dachte, was ist denn hier los? Und in dem Moment beginnt meine Zunge einzuschlafen. Ja gut. Ich war verwirrt. Und dann kam der Aufruf in der Predigt, komm doch nach vorne, wenn du das bist. Und lass für dich beten. Und ich wurde dieses Kribbeln nicht los. Ich wollte, dass es weggeht, aber es ging nicht weg. Deswegen bin ich nach vorne. Und ich weiß noch, Manuel Schmid hat damals für mich gebetet, in diesem Moment.
Nach der Predigt kam der Aufruf für Menschen, die unter Rückenschmerzen leiden. Und ich litt dort seit ungefähr einem Jahr an Rückenschmerzen. Kein Chiropraktiker, Physiotherapie konnte mir helfen. Ich ging dorthin, sie haben für mich gebeten, ich wurde geheilt. Das heißt, ich wurde an diesem Sonntag berufen, geheilt und ging weg und hatte keine Ahnung, was mir widerfahren war. Ich hatte noch nie etwas vom Heiligen Geist gehört, geschweige denn ihn erlebt. Ich bin reformiert aufgewachsen, verstehst du? Ich bin eigentlich ein Kopfmensch. Aber vielleicht hilft dir das jetzt zu verstehen, warum ich persönlich so eine Leidenschaft habe, von Jesus zu erzählen und warum ich es liebe, die Geistesgaben zu erleben. Weil ich bin überzeugt, diese Dinge sind echt und kraftvoll, auch wenn sie manchmal komisch sind. Das war einer meiner Dornbusch-Momente. Und du kannst auch so einen Dornbusch-Moment haben, wirklich. Es muss nicht immer so spektakulär sein, aber ich bin überzeugt, jeder Mensch hat eine Berufung. Also, wir gehen jetzt in die Dornbusch-Szene von Mose. Seid ihr dabei? 2. Mose, Kapitel 3, Vers 2 und folgende. Da erschien, also Mose ist am Schafe weiden. Einfach nochmal die Szene zu verdeutlichen. Sein Alltag, er weidet die Schafe in der Wüste, Alltag. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und er sah hin und sieh, der Dornbusch stand in Flammen. Aber der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Da dachte Mose, ich will hingehen und diese große Erscheinung ansehen. Warum verbrennt dieser Dornbusch nicht? Also, dass ein Busch in der Wüste brennt, ist jetzt nicht eine alltägliche Erscheinung, aber auch nicht außergewöhnlich, wegen der Hitze und Trockenheit. Aber dass ein Busch brennt und nicht verbrennt, ist außergewöhnlich. Und Mose nimmt diese Erscheinung wahr. Und mir fällt das auf. Mose war offen für das. Wie einfach wäre es gewesen, dass Mose diesen Moment verpasst hätte. Ah ja, ein brennender Busch, habe ich schon gekannt, kenne ich. Ich gehe meinem Alltag jetzt nach, meine Schafe brauchen zu trinken, ich muss nach Hause, meine Familie ernähren, ich muss das, nein, ich bin in meinem Alltag drin. Wie einfach wäre es doch gewesen, dass Mose diesen Moment verpasst hätte. Und ich frage mich, wie oft verpassen wir das Heilige in unserem Alltag, weil wir es für profan halten? Wie oft verpassen wir Gott, weil wir das alles für gewöhnlich halten? Und das ist jetzt eine Ermutigung für alle, die schon länger im Glauben sind. Ich weiß nicht, wie viele Gottesdienste wir schon erlebt haben, wie oft wir schon in einer Kleingruppe waren, wie oft wir schon die Bibel aufgemacht haben. Und es ist so schnell geschehen, dass wir sagen, ah ja, das kenne ich. Ah ja, das kann ich. Ah, jetzt kommt die Geschichte. Ah ja, jetzt singen wir was. Ah, jetzt kommt das Abendmahl. Ah, jetzt macht er einen Aufruf. Ah, jetzt kommt das. Und wir haben die Neugierde und die Achtsamkeit und die Wachsamkeit verloren, weil wir denken, ah, ein Busch brennt. Aber dieser Busch ist speziell. Lasst uns unsere Neugierde nicht verlieren, egal wie lange wir schon sind. Und Mose geht hin und er schaut. Ist so ein Schlüssel. Und dann lesen wir weiter in Vers 4. Und der Herr sah, dass er kam, um zu schauen. Und Gott rief ihn aus dem Dornbusch und sprach, Mose, Mose. Und er sprach, hier bin ich. Und der Herr sprach, komm nicht näher. Nimm deine Sandalen von den Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Jetzt in diesen paar Zeilen ist so viel drin, auf das ich jetzt keine Zeit habe, um im Detail einzugehen. Tut mir leid.
Deswegen lies es zu Hause selbst. Aber einfach nur kurz, wir könnten so viel reden. Wir könnten reden über den Engel des Herrn. Wer ist der Engel des Herrn? Erscheint ihm in einem Dornbusch und dann heißt es, Gott spricht aus dem Dornbusch. Und hier wird der Engel des Herrn mit Gott gleichgesetzt. Einige Theologen sagen, dass hier bereits die Dreieinigkeit Gottes ist. Der Engel des Herrn ist Jesus. Das Feuer ist der Geist Gottes, oder? Und Gott spricht durch den Engel des Herrn, durch seinen Sohn, in der Kraft des Heiligen Geistes und so weiter. Wir könnten über das Feuer reden, über die Heiligkeit Gottes, die wir so oft für selbstverständlich nehmen und auch verharmlosen. Schau, Feuer ist etwas Wunderbares und etwas Warmes und etwas Schönes. Aber Feuer ist auch gefährlich. An Feuer kannst du dich verbrennen. Und dieses Feuer ist speziell, weil es zerstört nicht. Das Feuer Gottes, die Liebe Gottes zerstört nicht. Sie reinigt. Sie ist heilig, sie ist ganz anders. Sie braucht nicht ein Brandmaterial, verstehst du? Und so weiter. Mache ich jetzt aber nicht, ich gehe nicht auf das ein, sorry. Weil ich habe was anderes vor mit euch. Das wäre Thema für eine andere Predigt oder 2, 3 andere Predigten. Weil ich möchte jetzt über den unglaublichen Dialog sprechen, der losgeht zwischen Mose und Gott. Das ist eine der besten Passagen in der ganzen Bibel. Es geschieht etwas Unglaubliches. Gott spricht zu ihm im Dornbusch und sagt, ich habe die Schreie der Israeliten gehört in Ägypten. Ich bin vom Himmel herabgestiegen, um die Israeliten aus der Sklaverei zu führen. Und ich stelle mir vor, wie Mose denkt, wow, das ist gut. Endlich. Gott, du kommst und greifst ein. Und jetzt sagt Gott Folgendes. Kapitel 3, Vers 10. Und nun geh, ich sende dich. Zum Pharao, führe mein Volk, die Israeliten, heraus aus Ägypten. Gott, du hast gesagt, ich bin herabgestiegen, um mein Volk herauszuführen. Jetzt sagst du, ich sende dich. Du sendest mich. Was? Mach's bitte selbst. Und Gott sagt, nein, du gehst jetzt zum Pharao und sagst ihm, all diese Sklaven, die hier gratis für dich arbeiten, die dürfen jetzt gehen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber warum ich? Nimm doch jemand anderen. Und Gott sagt, nein, du gehst. Ich habe dich berufen, zum Pharao zu gehen. Und jetzt kommt eine lange Liste von Ausreden von Mose. Und ich möchte dir mit ein bisschen eintauchen in diese Szene. Vers 11. Mose aber sagte zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen könnte? Da sprach er, ich werde mit dir sein. Und dies sei dir das Zeichen, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Ich weiß nicht, ob dir das auffällt. Vielleicht kannst du das eingeblendet lassen, einen Moment. Aber als ich das gelesen habe, dachte ich, das macht doch keinen Sinn. Mose sagt, wer bin ich, dass ich jetzt zum Pharao gehen soll? Und Gott sagt, ich gebe dir ein Zeichen. Ich gebe dir ein Zeichen. Und das Zeichen als Beweis dafür, dass ich dich gesendet habe, ist, dass wenn du das alles getan hast mit dem Volk Israel, werdet ihr wieder an diesem Berg sein, wo wir jetzt gerade stehen. Was bringt mir ein Zeichen in der Zukunft? Versteht ihr? Die sind da in der Wüste und es ist interessant, am Berg Horeb, an dem Berg Sinai, wo nachher die 10 Mose sagt, ich brauche ein Zeichen. Und Gott sagt, easy, ich gebe dir ein Zeichen als Beweis. Wenn du das alles getan hast, dann werden wir wieder an diesem Berg stehen. Finde nur ich das verwirrend? Hier ist ein Geheimnis drin für dein und mein Leben. Wenn wir mit Gott umgehen wollen, egal ob du neu im Glauben bist oder schon seit 40 Jahren
mit Gott oder 80 unterwegs bist. Hier ist ein Geheimnis drin. Ob du Gott in seine Tiefe erlebst oder nur vom Hören sagen, ob dein Glaube an Tiefe gewinnt, an Liebe, an Vertrauen. Gott sagt, das Zeichen wird in der Zukunft kommen. Die Sicherheit kommt nach Gehorsam. Gehorsam kommt bei Gott immer zuerst. So oft wollen wir Sicherheit, bevor wir gehorsam sind. Und Gott sagt, nein, du bist zuerst gehorsam, dann bekommst du ein Zeichen. Gehorsam kommt vor Sicherheit. In anderen Worten, du wirst nie wirklich in deine Berufung laufen, wenn du immer auf eine 100%ige Sicherheit wartest. Gott möchte dir keine 100%ige Sicherheit geben, weil er will dein Vertrauen im Gehorsam, er will, dass du abhängig bleibst von ihm, weil nur in der Abhängigkeit und im Vertrauen entsteht wirkliche Liebe und eine Abhängigkeit. Deine Sicherheit kommt erst, wenn du einen Schritt gewagt hast. Und dann kommen weitere Zeichen, oder? Mose sagt, ich kann nicht reden. Dann sagt Gott, wer hat deinen Mund gemacht? Okay, fair enough, Punkt für dich. Okay, aber Gott, die werden mir nicht glauben. Die werden mir nicht glauben, wenn ich das tue. Dann sagt Gott zu ihm, was ist in deiner Hand? Ein Stab. Okay, nimm diesen Stab und wirf ihn auf den Boden. Und er tut das und er wirft den Stab auf den Boden und es verwandelt sich in eine Schlange. Ist dir das nicht aufgefallen? Das Wunder der Verwandlung zu einer Schlange geschieht erst nach dem Gehorsam. Wenn Mose den Stab in der Hand gehalten hätte, dann wäre das nie zu einer Schlange geworden. Dann ist eine Schlange am Boden und Gott sagt, pack die Schlange am Schwanz. Das ist ja schon mal bescheuert. Ich habe ChatGPT gefragt, ob man eine Schlange am Schwanz greift. Und ChatGPT hat gesagt, nein, auf keinen Fall. Das ist gefährlich, weil die Schlange dreht sich um und beißt dich. Aber er ist gehorsam, er greift die Schlange am Schwanz und in seiner Hand verwandelt sich die Schlange zu einem Stab. Warum beharrt Gott darauf, dass wir zuerst gehorsam sind und dann die Bestätigung bekommen? Weil er will, dass du vertraust. Er will nicht, dass du sicher bist, bevor du gehorsam bist. Gehorsam kommt vor Sicherheit. Schau, du wirst Gott erst dann als Versorger wirklich kennenlernen, wenn du mal über deine Kapazität hinaus großzügig gewesen bist. Du wirst erst dann wirklich göttliche Freiheit erleben, wenn du den Schritt gewagt hast, jemandem zu vergeben, dich zu versöhnen, den ersten Schritt zu tun. Du wirst erst wirklich wissen, ob es Gott war, der gesprochen hat zu dir, wenn du das getan hast, was Gott dir gesagt hat, was du tun sollst. That's just the way. Und es ist so wahr in meinem Leben, wenn ich reflektiere über die letzten 17, 18 Jahre. Ich dachte, ich kenne Gott. Aber all die Erkenntnis, die ich jetzt gesammelt habe, hätte ich nicht gesammelt, wäre ich diesem Ruf nicht nachgegangen. Hätte ich nicht Schritte im Glauben gewagt. Das verblüfft mich so, wie Gott ist. Er will den Sprung des Glaubens. Und jetzt, mir ist das so aufgegangen, als ich diesen Text gelesen habe. Gott stellt sich jetzt Mose vor. Mose fragt, ja gut, also, wenn ich zu den Israeliten gehe und ihnen sagen, komm mit mir mit, was soll ich sagen, wer du bist? Was ist dein Name? Und jetzt, ja, ich lese es euch vor. Vers 13. Mose aber sagte zu Gott, wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch gesandt und sie sagen zu mir, was ist dein Name? Was soll ich ihnen dann sagen? Okay. Da sprach Gott zu Mose. Jetzt, das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Ich werde sein, der ich sein werde.
Und er sprach, so sollst du zu den Israeliten sprechen. Ich werde sein, hat mich zu euch gesandt. Also hier stellt sich Gott mit Namen vor, Jahwe steht dort. Wir haben im Dezember darüber gesprochen. Aber Jahwe bedeutet übersetzt, ich werde sein, der ich sein werde. Sag zu denen, wenn du zu ihnen kommst, ich werde sein, hat mich gesandt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bin ich der Einzige, der diesen Namen absurd findet? Was ist denn das für ein Name? Ich will jetzt wissen, wer du bist. Ich will jetzt eine Bestätigung. Ich will jetzt verstehen, bevor ich gehorsam bin. Und Gott sagt, nein, du hast die Reihenfolge falsch verstanden. Sei jetzt gehorsam und dann wirst du mich erkennen, wer ich bin. Ich werde sein, wer ich dann sein werde. Kümmere dich jetzt ums Jetzt. Kümmere dich um das, was du zu tun hast. Für mich ist das fundamental wichtig geworden. Gottes Erkenntnis findet immer in Tandem statt mit Gehorsam. Du kannst alles wissen über Gott. Du kannst ihn studieren, du kannst die Bibel auswendig kennen, du kannst den Urtext lernen, du kannst alle Hintergrundinformationen wissen, den ganzen Kontext wissen. Du kannst alles Wissen haben in der ganzen Welt. Ich sag dir, du wirst Gott nie wirklich erkennen, wenn du nie gehorsam bist im Vertrauen vorher. Wirklich nicht. Gottes Erkenntnis kommt erst dann, wenn du einen Schritt im Glauben wagst. Und ich sage das bewusst als jemanden, der Theologie liebt. Ich habe Theologie studiert. Ich bin der Letzte, der sagt, das ist nicht wichtig. Das ist wirklich sehr wichtig. Aber ich möchte nie zu einem Christen werden, der so abgebrüht worden ist. Kenne ich schon. Ah ja, das machen wir jetzt da, das kenne ich schon. Ich möchte nie zu einem Christen werden, der aufgehört hat, mit Gott zu wandeln. Ihm zu vertrauen, Glaubensschritte zu gehen, gehorsam zu sein. Weil Gott wirst du erst dann wirklich kennenlernen, wenn du tust, was er dir sagt, dass du tun sollst. Ich war 21 Jahre alt, als wir diese Kirche im ICF Basel-Land gestartet haben. Und mit 22 wurde ich der Leiter dieser Kirche. Das ist eigentlich verrückt. Nicht ganz, weil ich hatte keine Ahnung von nichts. Viel Vorschussvertrag. Aber das ist mein Ernst. Ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet. Und ich habe Gott kennengelernt in einer Art und Weise, die nie möglich gewesen wäre, hätte ich diesen Glaubenssprung nicht gewagt. Und ich frage mich einfach, was ist dein Glaubenssprung, den du tun musst? Was sind deine Ausreden? Was sind deine Ausreden? Ich glaube, jeder von uns weiß, was er zu tun hat. Was sind deine Ausreden? Was hat Gott zu dir gesprochen? Ich kann nicht reden. Und Gott sagt dir, wer hat deinen Mund gemacht? Gott, ich bin nicht würdig genug. Gott sagt, es geht nicht um dich. Es geht um meine Berufung für dich. Wenn ich sage, ich habe dich berufen, dann bist du würdig genug. Ich habe zu wenig Ressourcen. Gott sagt, wer hat dir alles gegeben, was du jetzt hast? Wer kann dich überschütten? Gott, ich verstehe zu wenig über dich. Bevor ich über dich rede, muss ich noch mehr lernen über dich. Und Gott sagt, du wirst erkennen, ich werde sein, der ich sein werde. Und ich werde dir ein Zeichen geben, wenn du das tust.
Was ist deine Ausrede? Ich bin nicht qualifiziert genug. Und Gott sagt dir, ich werde mit dir sein. Ich werde mit dir sein. Deine Aufgabe ist es nicht zu verstehen, wie das funktionieren soll. Deine Aufgabe ist Gehorsam. Und ich glaube, dass Gott heute hier ist und einige Leute wieder erinnern möchte an ihren Dornbusch-Moment, der vielleicht vor Jahren schon geschehen ist, Jahrzehnten. Aber du hast den vielleicht begraben. Vielleicht wurdest du entmutigt. Vielleicht haben sich Widersprüche laut gemacht. Das kann nicht sein und ja, man kann das nicht nur so sehen. Und deine Berufung wurde kritisiert. Ich glaube wirklich, Gott ruft dich wieder zurück. Was habe ich dir gesagt, was du tun sollst? Und das Alter spielt keine Rolle. Die Länge, wie lange du schon mit Gott unterwegs bist, spielt keine Rolle. Ich möchte, dass du dir kurz einen Moment Zeit nimmst, während die Band im Hintergrund spielt, indem du dir überlegst, wo rede ich mich raus? Was ist meine Ausrede? Und dann beten wir zusammen. Vater, ich bitte dich jetzt, dass du durch die Kraft deines Heiligen Geistes uns ermutigst, das zu tun, was du uns dazu berufen hast, zu tun. Vater, du kennst jede Situation, jede Geschichte, jede Wüstenzeit, jeden Fehler, jede Verehrung. Ich danke dir, Gott, bist du ein Gott, der kein Zeitproblem hat, aber der einen Plan hat für jeden von uns. Ich bitte dich, segne du uns, wenn wir jetzt gehen und tun, was du von uns willst. Ich danke dir, sagst uns zu, dass du mit uns sein wirst. Ich bitte dich für eine Tiefe im Verständnis, wer du bist, weil wir dir folgen. Ich bitte dich, dass wir eine Kirche sein dürfen, die danach strebt, dich kennenzulernen, aber die nie vergisst, dass Gehorsam zuerst kommt. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. So cool, hey.